Servusler bei Strahle Manski. Ja, heute soll es einmal um das Thema YouTube gehen. Also was die jetzt da wieder liefern gehen mit ihren 1000 Abonnenten und 4000 Minuten. Also ist schon ein bisschen schwach. Weil jetzt wird es natürlich noch schwieriger für die anfangen mit YouTube, dass die ein bisschen zu Anfang, wenn man gleich Werbung schaltet, dass man da ein bisschen mehr ein bisschen höher angesetzt wurde bei die Suchvorschläge, sage ich jetzt einmal. Weil das ist echt aufgefallen, ich habe ja als erstes meine Videos auch keine Werbung geschalten gehabt, wo ich eigentlich das von Anfang an machen hätte sollen. Ganz einfach aus dem Grund, mein Hobby einfach, was ich so gern mache, mein Vlog oder Videos drehen von was und was erklären, einfach nebenbei, weil ich es ja so auch hochladen tue und dadurch eigentlich keinen Nachteil gehabt habe, einfach ein bisschen was dazu zum Verdienen. Es war zwar wirklich nicht viel, lachhaft, also es war bei mir im letzten Jahr 2017 nicht einmal 200 €, aber für das, dass ich so oder so hochgeladen habe, es ist aber auch nicht alles von YouTube, es war ein bisschen was von Amazon. War eigentlich auch echt eine nette Geschichte, das muss ich sagen, über Amazon, dass man da Partner werden kann und so. Also es ist ja auch manchmal echt unterschiedlich, was man da einnimmt, aber es geht ja nur darum, finde ich, dass man einfach schon mal mehr Leute erreicht. Das habe ich eigentlich schon mal cool gefunden. Nur dadurch, dass du Werbung schaltest, dass die so bevorzugen. Und jetzt finde ich es eigentlich im Nachhinein schade, dass es gibt ja auch viele kleine YouTuber, die wo wirklich saucoole Videos machen, die wo aber komischerweise irgendwie nicht größer werden oder die Abozahlen nicht so dermaßen steigen, wie man es eigentlich meinen würde. Also ich sage ja, gerade beim Mopedfahren und Vlog ist extrem schwierig, wenn du, sagen wir, erstens anständig fährst, eigentlich anständige Fahrweise vorliegst, ist schon schwierig. Gut, der Live auf Danny in Nürnberg, der ist ja bei uns nicht weit weg, also wir haben ja Rotsee die Gegend. Nürnberg ist ja wirklich um die Ecken, also es sind ja nicht einmal 30 Kilometer. Wobei ich sagen muss, der hat es geschafft, gell? Der hat es wirklich hauptsächlich, ich sage mal, mit seiner Lauberei geschafft, aber finde ich auch sau cool, schaue ich oft an. Aber ansonsten, wenn ich viel Vlogs anschaue, da geht es eigentlich hauptsächlich nur darum, wie krass das man fährt, und die kommen dann echt relativ schnell zu viel Input, weil das viel angeschaut wird. Also das ist mir halt aufgefallen, also deswegen finde ich es von YouTube auch schade, dass man es dann, sage ich mal, normale YouTuber, gerade im Vlog-Bereich, schwieriger macht, finde ich. Durch das, dass man eben keine Werbung mehr schalten kann, beziehungsweise als erst wieder ab 1000 Abos und diese 4000 Minuten. Gut, die 4000 Minuten ist wirklich kein Hindernis. Also die, muss ich sagen, die habe jetzt ich zum Beispiel relativ zeitnah beieinander gehabt. Das müsste eigentlich schon langsam passiert sein, aber die 1000 Abonnenten haben halt ein Ziel meilenweit weg. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade 246 Abonnenten. Es ist zwar jetzt seitdem, das ist zum Beispiel auch komisch, seitdem, dass ich Werbung geschalten habe, seitdem geht es als erst immer wieder leicht nach oben. Also es ist nicht rapide schnell gegangen, sondern ich habe ja einmal angefangen. Ich glaube, ich war dann immer, bevor ich Werbung geschalten habe, bin ich bei immer so bei 30 Abonnenten herumtingelt. 30, 35, dann ist einmal ein Aufgang auf, ich glaube, 40, 45 in dem Dreh. Also wir reden da von einem Zeitraum von 5 Jahren. Ja. Und dann habe ich 2016, 2017 habe ich angefangen, Werbung zu schalten. Und da ist dann wirklich um 200 Abonnenten circa aufgegangen bis jetzt, kann man sagen. Natürlich habe ich dann noch so kleine Geschichten gemacht wie Video-Vorschaubilder und solche Sachen. Also die haben auch schon irgendwas gebracht, dass es einfach auffälliger ist. Aber ich sage, es wird halt dadurch noch viel, viel schwieriger, schneller bekannt zu werden, dadurch, dass man keine Werbung mehr schalten kann. Weil einfach YouTube dich dann weiter unten ansiedelt, deine Videos. Wo ich sehr, sehr schade finde.
weil es da wirklich sehr gute Videos gibt, wie man sieht. Also ich schaue halt auch oft Vlog, auch wenn ich nicht immer kommentieren tue oder so, aber ich schaue sehr viel Vlogs an, also eigentlich schade, muss man echt so sagen. Aber nichtsdestotrotz werden wir weitermachen, wie der Dotzer RS schon angedeutet haben, wir machen das auch nicht mit dem Schmarrn, dass ich Abos kaufe, weil ich sage, rendiert sich das überhaupt? Ich habe ja null Ahnung, was das kostet, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die 1000 Abos kaufen will. Es geht ja über Roboter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es geht, ich habe mich da noch nie informiert darüber, aber was kostet mir das? Was kostet mir das, dass ich die 1000 Abonnenten bekomme durch Roboter? Und dann muss ich ja schauen, wie viele Werbeeinnahmen erziele ich circa. Das ist ja wirklich, also bei mir ist das zum Beispiel im Monat zwischen 5 und 15 Euro hat das gependelt im Monat. Also ist ein relativ hohes Pendel drin. Und da würde mich jetzt schon mal interessieren, wie viel kostet das? Und das ist doch null rentabel, muss ich sagen. Also es darf dann wirklich nicht viel kosten. Weil sonst ist es ein Schwachsinn, nur dass ich 1000 Abonnenten habe und dass ich wieder Werbung schalten kann. Aber ich verzahle drauf im Endeffekt, dann lasse ich es doch gleich bleiben. Dann lasse ich es einfach ein Hobby sein und lasse es gut sein und sage, ja, man hat einmal Werbung geschalten wie bei mir, habe ein bisschen was eingenommen. Ich bin jetzt dann gespannt. Muss ich mich jetzt echt einmal informieren, was mit dem Geld ist, was ich bis jetzt eingenommen habe. Ich habe ja als erst die Auszahlung gehabt bei mir und jetzt im Moment steht noch ein guter Fuffi drauf auf dem Advance-Konto und Auszahlung gibt es erst ab 70 Euro. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit der Kohle passiert. Da muss ich mich auch noch informieren. Das interessiert mich auch, weil die 1000 Abonnenten, wann werde ich die schaffen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nie. Und ehrlich gesagt sehe ich es auch gar nicht ein, dass ich da YouTube den Fuffi schenke. Also irgendwie werde ich da mal probieren, was rauszukriegen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Das ist nämlich auch immer so eine Sache. Wir haben ja jetzt einen kleinen da, also da ist Zeit auch nicht mehr so üppig. Aber nichtsdestotrotz werde ich da schon mal nachschauen, wie das läuft. Ja, und dann hätte ich gesagt, wir hören und sehen uns wieder, wenn ich mal ein bisschen was rausgefunden habe über das Thema. Was da auch passiert, wenn einer was eingenommen hat. Ob man das dann kriegt, weil es dauert ja schon nicht. Oder ob das einfach so lange stehen bleibt, bis man es erreicht hat. Also ich denke, dass ich die 1000 Abonnenten, außer es passiert irgendwie ein Wunder und habe irgendein Wundervideo hochgeladen, wo dann auch jeder sagt, ja, den muss ich abonnieren, das muss ich mal anhören, den Schwachsinn von dem. Also ich glaube, dass das noch ewig dauert. Aber nichtsdestotrotz sage ich jetzt einmal Servus, habe die Ehre. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Und wie gesagt, sehen wir uns das nächste Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst vielleicht ein Abo da, das würde mich freuen. Vielleicht schaffe ich die 1000 irgendwann einmal. Dann hätte ich gesagt, Servusle.